Sturm Apparat und man trägt genug die Stadt und jeder hat gesagt, Einen schönen guten Abend zusammen. Wie geht's Ihnen? Gut. Ach, das ist schön. Das ist ein herrlicher Empfang, ein herrliches Bild hier. Und mir geht's auch so gut. Mir geht's sehr. Ich habe nur ziemlich wenig Probleme mit meiner Frau halt. Ja, meine Frau hat gesagt, ich hätte wieder so zugenommen. Ja, und das stimmt auch. Sie hat recht. Ich hatte so schön abgenommen mit meiner Spezialdiät. Die Hüften so breit, die Arme so speckig, den Rest lange nicht mehr gesehen. Wo man hinsieht, nur Speck, hat keinen Zweck, der muss weg. Dann kam der Abend, ich sah meine Füße nicht mehr. Lalala, meine sprechende Waage sprach runter, du wirst mir zu schwer. Lalala, Zigeunerschnitzel, Zigeunerschnitzel, ich habe es mit Trennkost probiert. Erst Schnitzel, dann Soße, dann Pommes, dann Mayo. Hat nicht funktioniert. Meine Probleme, wenn es um Figur geht, ist Schokolade. Wenn ich Schokolade sehe, werde ich kriminell. Das geht dann so. Morgens 9:30 in Deutschland fängt's an, da schleiche ich mich von hinten an den Lastwagen ran. Ich sehe noch, wie dämlich der Typ hinterm Lenkrad guckt. Da war sein Knoppers so schnell weg, der hat nicht mal gezuckt. Drei komische Musketiere stehen da und schwafeln mit der Maid auf der Heid, denn die Backtaselnusstafeln, die haben keine Chance, darauf gebe ich Brief und Siegel. Für Hanuta setze ich jeden hinter Schloss und Schokoriegel. Ich heb ab, Sabberschaum, sahnig, schokig, nussig, braun, Vollmilch, Nougat, Nuss, Hauptsache Schokolade. Ich muss ab und zu was klauen, sonst habe ich nicht genug zum Kauen. Und ohne Geld platzt auch der Traum von Schokolade. Ja, ja, ich bin der Schokorambo, ja, ja, yeah. Ja, ja, ich bin der Schokorambo, ja, ja, yeah. Die Werbung steckt in einer tiefen Krise. Das ist auch klar, so wie die Lügen. Die lügen ja wie gedruckt. Denken Sie mal an Ellen Beatrix, die Care Company. Ellen Beatrix, die Care Company. Ich war letztens da, ich habe keinen mit dem Besen gesehen. Ja, oder vor 4 Wochen, plötzlich fängt das an zu schneien. Das schneit wie Jeck, das hört überhaupt nicht mehr auf. Innerhalb von einer halben Stunde unsere ganze Einfahrt weiß. 15 Zentimeter hoch Schnee, alles weiß, alles zu, alles dicht. Habe ich angerufen bei der Volksbank. Meinen Sie, es wäre einer gekommen? Ein einziger? Von wegen, wir machen den Weg frei. Alles Lüge. Wissen Sie, mein Traum in der Werbung, Edmund Stoiber. Edmund Stoiber, der bayerische Ministerpräsident. Edmund Stoiber für die Telekom mit dem Slogan, O zapft is. Wunderbar. Oder nehmen wir die anderen. Rudolf Scharping, auch schön. Rudolf Scharping könnte schön Werbung machen für die LTU. Und tschüss. Das wäre nett, ne? Oder Helmut Kohl. Helmut Kohl. Gut, ich kann mir Helmut Kohl nicht in jeder Werbung vorstellen. Sagen wir mal in der Cliff-Reklame. Würde ich jetzt sagen, nee, obwohl er war gewaltig schnell unten. Aber es gibt ja auch diese wunderbare Werbung, wo ein grauhaariger Mann mit einer Strickjacke in einem Schaukelstuhl sitzt und sagt, ich weiß noch ganz genau, als mein Opa, der Konrad Adenauer, mir das erste Mal Bonbon schenkte. Es war nicht irgendwas zum Naschen, es waren wertesechte. Und ich war 37. Er sagte damals zu mir, nimm 2, das macht den Kohl artig fett. Ja, hatte, gab ich meine Bonbons selber. Ich gehe dann immer in das alte Geschäft in Oggersheim und sage, Stork, Riesen bitte, Frau Lange. Und die ersten beiden Tüten esse ich immer noch sofort im Geschäft.
Helmut Kohl, das ist ein pfiffiger Mann. Der hat neulich noch zu seiner Ehefrau Hannelore gesagt, Hannelörchen, wenn ich mir das recht überlege, habe ich überhaupt keine Lust mehr, jedes Jahr nach Österreich in Urlaub zu fahren. Die sagen immer Piefke zu mir. Das ist die Hannelore kein Problem. Fahr doch woanders hin. Flieg doch mal in die USA. Aber du weißt doch, ich kann kein Englisch. Wie soll ich mir denn dann nachmittags meinen Apfelkuchen bestellen? Ja, auch kein Problem. Du gehst in eine Konditorei und sagst, hello, I'm Helmut Kohl, Apple Cake. 14 Tage geübt, rüber in die USA, rein in die nächste Konditorei. Hello, I'm Helmut Kohl, Apple Cake. Jetzt muss man wissen, Amerika ist ein sehr großes Land. Da sind auch die Stücke was größer. Er kriegt so eine halbe Platte Apfelkuchen, schiebt sich die rein, am nächsten Tag wieder in die Konditorei. Hello, I'm Helmut Kohl, Apple Cake. Wieder so eine Riesenschnitte, wieder reingeschoben. Nach 10 Tagen kann der Mann nicht mehr. Der ist fertig. Der ruft in seiner Not zu Hause an und sagt, du, ich schaff es nicht mehr. Du kannst dir nicht vorstellen, was die hier für Portionen haben. Das ist die Hannelore kein Problem. Nimm was anderes. Nimm Brot. Brot ist auch einfach. Brot heißt Bread. Helmut Kohl in die Konditorei. Hello, I'm Helmut Kohl. Bread. Da sagt die Verkäuferin, wonderful, Mr. Kohl, what do you want to have? Do you want to have black bread or white bread or what do you want to have? Apple Cake. Oder noch netter, noch sympathischer, Norbert Blüm. Norbert Blüm, ein ganz sympathischer Mann. Ich habe ihn neulich noch gesehen auf dem Presseball. Er tanzte gerade mit Dolly Buster. Er hatte sozusagen Kopfhörer auf. Seine Frau war auch ein bisschen sauer. Die hat gesagt, Mensch, Nobby, aus dem Alter solltest du nun wirklich raus sein. Aber er hat gesagt, ach Gott, für die extra Portion Milch ist man nie zu alt. Oh ja. Man muss doch heutzutage froh sein. Heutzutage muss man froh sein, wenn man überhaupt noch einen Werbevertrag kriegt. Es gibt ja viele Firmen, die machen überhaupt keine Werbespots mehr. Die sagen sich, lohnt sich nicht, die Leute regen sich bloß drüber auf. Wir müssen die Werbung viel subtiler angehen. Und da in diesem Sommer ein Lied gegeben, da haben wir alle gedacht, das wäre Spanisch. Das war kein Spanisch, das war eine versteckte Werbebotschaft. Das kriegt man am Anfang gar nicht so mit, aber plötzlich ballert sich einem das so ins Kleinhirn. Dann kann man schon dran fühlen und dann denkt man sich, Mensch, das ist doch überhaupt kein Spanisch. Ich singe Ihnen das mal vor. Ramaletta, Botteram ist alles Margarine, kommen noch 3 Dotter dran und obendrauf Praline. Alles ist in Butter mit Sanella in Vitrine. Margarine ist zwar nicht so butterzart, ist mehr wie Gelatine. Musst du nicht auf Butterfahrt, ist billig ohnehin. Wird dir mal die Butter hart, dann nimm doch Margarine. Margarine, Backen ist Liebe und Sanella ist Backen. Musst du nur ein bisschen Mandel fein hacken. Ist Rezept, kannst du prima mit entschlacken. Abendstückchen Kuchen kannst du morgens prima. Ramaletta, Botteram ist alles Margarine. Kommen noch 3 Dotter dran und obendrauf Praline. Alles ist in Butter mit Sanella in Vitrine. Margarine. Sitzt man auf LKW auf große Zugmaschine, fährt rückwärts Bergchen auf mit der Serpentine. Mit richtiger Ernährung ist ja alles nur Routine. Margarine. Gute Party hatte bei mir nie geklappt. Hatte meine Frau gesagt, Jammerlappe. Heute sag ich bei Problem Papalapappe. Mit dem Kuchen auf die Nachttisch mache ich ganze Nacht nicht. Ramaletta, Botteram ist alles Margarine. Kommen noch 3 Dotter dran und obendrauf Praline. Alles ist in Butter mit Sanella in Vitrine. Margarine. Wow! Was mir in der Werbung fehlt, das ist die große Melodie, Oper. Die letzte große Opernmelodie in der Werbung war Oh, wie verführerisch sind Schokokrossis. Das ist jetzt auch schon 43 Jahre her. Oder Musical. Wann haben Sie das letzte Mal eine schöne Musical-Melodie in der Werbung gehört? Gibt's nicht. Und es gibt so herrliche Musicals, denken Sie an Andrew Lloyd Webber. Andrew Lloyd Webber. Der hat Sachen geschrieben wie zum Beispiel Phantom der Oper. Oder Evita, Evita mit dem Riesenhit. Brat mir ein Ei, Angelina. Ja. Meilensteine der Musikgeschichte. Oder Cats. Cats, wunderbare Melodien für ein Produkt wie zum Beispiel Whiskas, meine Katze, die liebt das, ob nun Schwein oder Rindfleisch
Huhn mit Reis oder so. Ist ja mittlerweile für die Industrie schon schwierig genug, überhaupt noch einen Sportler zu finden. Der Niki Lauda hat natürlich Zeit. Er ist nicht so ausgebucht, nicht so gefragt in der Werbung, weil er hat ja ein Handicap. Er ist Österreicher. Ja, für Österreicher ist es schwer. Für Österreicher ist es schwer. Wissen Sie, was ein Österreicher denkt, der vor sich auf dem Gehsteig eine Bananenschale sieht? Ach, Scheiße, da fahr ich schon wieder auf die Schnauze. Ne? Das, ja. Ich habe einen Freund aus Wien. Der ist Wiener. Der hat neulich noch zu mir gesagt, Agi, Wurst, ich kann's nicht mehr. Du, ich weiß nicht mehr. Ich zieh nach München. Ich sag, bist du bescheuert? Die Bayern verarschen dich doch viel mehr. Na, Wurst, ich hab einen Kursus belegt auf der Volkshochschule in Hochdeutsch. Na, der ist umgezogen nach München, hat seine Wohnung eingerichtet. Als endlich alle Möbel da standen, wo er sie hinhaben wollte, ist der runter auf die Straße, rein in das nächste Geschäft, seine Sprachkenntnisse ausprobieren. Und da hat er gesagt, guten Abend. Ich hätte gern 2 Weißwürste. Sagt die Verkäuferin, sind Sie Österreicher? Wie sind Sie darauf gekommen? Sie sind in einem Blumenladen. Bei uns um die Straßenecke, da ist ein Italiener, ja? Bei uns um die Straßenecke ist ein Italiener, das ist meine Stammkneipe. Da bestelle ich immer Funghi al Tonno. Kurz vor Weihnachten war ich noch da. War sehr schön. Mein Wirt hatte Produktneueinführung. Es gab Kölsch 2 in 1. Kölsch 2 in 1, das ist Kölsch und Korn in einem. Das wirkt. Da geht's am Jägerzaun nach Hause. Und zwar unten. Und ich stehe noch so am Tresen und überlege noch so bei mir, Mensch, was hatte meine Frau gesagt? Hatte die gesagt, geh noch bis 12 in die Kneipe, trink noch 2 Bier? Oder hatte die gesagt, geh noch bis 2 in die Kneipe, trink noch 12 Bier? Ich wusste es nicht mehr. Und als ich fertig war mit Überlegen, war es 3:30. Ich aber sofort nach Hause, am Jägerzaun, unten. So 3:30 bin ich aufgebrochen. 7 Minuten vor 4 biege ich in unsere Straße ein. 7 Minuten vor 4 und da sehe ich, meine Nachbarin liegt noch im Fenster. 7 Minuten vor 4. Die liegt immer im Fenster. Wenn ich komme, immer. Das ist so ein Typ Frau, bei der muss der Hintern schwerer sein als der Kopf. Sonst fällt sie beim Tratschen aus dem Fenster. Wenn die Frau mal stirbt, dann steht auf dem Grabstein, jetzt ist sie weg vom Fenster. Ehrlich. So 4 Minuten nach 4. 4 Minuten nach 4 biege ich in unsere Straße ein, in unsere Einfahrt. 4 Minuten nach 4 biege ich in unsere Einfahrt ein und da sehe ich im Licht der Straßenlaterne meine Ehefrau in der Haustür stehen. Oh. Und die hat so einen Besen in der Hand. Und ich sehe so an meiner Frau hoch und an diesem Besen. Und ich wusste, ich habe nur diesen einen Satz. Und in dem Satz muss alles drin sein. Da muss drin sein, dass ich die Ehe für die wichtigste Institution des 20. Jahrhunderts halte. Da muss drin sein, dass ich meine Frau abgöttisch liebe. Und das geht noch. Da muss vor allem auch drin sein, dass ich fast noch nüchtern bin. Und ich sehe so an meiner Frau hoch und an diesem Besen. Und ich wusste, ich habe nur diesen einen Satz. Und ich setzte meinen Weg die Einfahrt entlang fort. 6 Minuten nach 4:30 lag ich ihr zu Füßen. Wir haben eine sehr lange Einfahrt. Und ich sehe so an meiner Frau hoch und an diesem Besen. Und ich wusste, ich habe nur diesen einen Satz. Und ich sagte, Liebling, willst du fegen oder wegfliegen? Auf Spanisch heißt die Bierbestellung Cerveza por favor, auf Italienisch Funghi al Tonno und hier sagt man Helles. Ober, zack, ein Helles. Ich sprach zum Ober mit leisem Ton, denn meine Kehle brannte schon. Bitte ein Helles. Das ist jetzt fast schon eine Stunde her,
Die Blumenvase ist schon leer. Wie auf Hawaii fühle ich mich hier. Hier gibt's kein Bier. Ich weiß nicht, wo der rumturnt, warum der das nicht kann. Ich sitz hier mit meinen Freunden, der Ober kommt nicht ran. Und seit ewiger Zeit bestell ich hier ein helles Oberzacke helles. Fast jedes Mal sah ich ihn auf seiner Tour. Ich winkte ihm zu, doch er lächelte nur. Es ist schwer, warum kriegen wir denn hier kein helles? Hallo, Freunde der Blauen Partei. Zunächst einmal muss ich Sie fragen, wollen Sie lieber lachen oder soll ich über Politik sprechen? Nein, beides geht nicht. Man kann über Politiker lachen, aber nicht über deren Politik. Sie kennen alle die Schlagzeile der letzten Monate. Parteispendenaffäre. Oder muss man heute schon sagen, Fest der unschuldigen Kinder. Ja, in Bonn laufen schon einige Herren barfuß herum, damit man ihnen ja nichts in die Schuhe schieben kann. Ein bekannter Schatzmeister soll so ja gesagt haben, wenn das rauskommt, was bei mir reinkommt, dann komme ich irgendwo rein, wo ich nicht mehr rauskomme. Auch wir haben kein Patentrezept anzubieten. Aber was wir haben, kommt auf den Tisch. Wir sind zum Beispiel gegen den Bau dieser Riesenhochhäuser für Bedienstete. So viel schwindelfreie Beamte gibt es gar nicht. Wenn ich nur an diesen Regierungswechsel denke, liebe Koalitionshüpfer, mit dem Wind, den die da gemacht haben, hätte man ein ganzes Kraftwerk betreiben können. Die alte Regierung, bekanntlich eine GmbH, Genossenschaft mit beschissenem Haushalt, sie wurde am 1. Oktober ersetzt durch eine KG, das heißt ganz bürgerlich Kohl-Genscher, oder links ausgedrückt keine Gewählten. Die Bundeshauptstadt soll Kurort werden, weil sich da schon so viel gesund gemacht haben. Aber was noch wichtiger ist, man hat uns den Aufschwung versprochen. Früher oder später müssen wir dran glauben. Ich werde doch heute noch immer von meinen Wählern gefragt, wie konnte es Helmut Kohl überhaupt gelingen, ins Kanzleramt zu kommen? Die Antwort ist einfach, mit dem Dietrich. Ich rede eigentlich ungern über die Null-Bock-Generation. Aber in letzter Zeit hört man viel von den Grünen, diesen Turnschuh-Parlamentariern. Eines muss man diesen Greenpeacern ja lassen. Da ist der Spaltpilz ausgebrochen. Ich habe jetzt einen Aushang gelesen, da heißt es, wer ein neues Mitglied bringt, ist ein Jahr beitragsfrei. Wenn einer 2 bringt, darf er austreten.
Bei 3 und mehr kriegt er eine Bescheinigung, dass er nie bei den Grünen war. Gucken Sie doch bloß mal nach Berlin, meine ausgelauchten Steuerzahler. Immer noch dasselbe Dilemma wie in Bonn. Der Plenarsaal halb voll. Viele Abgeordnete sind Ausschuss. Die Reden werden länger statt besser. Und eines tun sie wie eh und je. Sie reden alle von der Zukunft, versagen in der Gegenwart und entschuldigen das mit der Vergangenheit. Auch in der Finanzpolitik hat sich doch nichts geändert. Die Suche nach neuen Steuerquellen läuft auf Hochtouren. Jetzt fehlt nur noch, dass der Eichel kommt und sagt, wenn einer kein Auto fährt, wenn einer nicht raucht, wenn einer nicht trinkt, dann ist das ein Steuerhinterzieher. Wir Blauen stehen auf dem Standpunkt, ein guter Hirte schert zwar seine Schafe, aber er zieht ihnen nicht das Fell über die Ohren. Wussten Sie eigentlich, dass meine Partei die mitgliederstärkste Partei in Deutschland ist? Die letzten Zahlen aus Flensburg zeigen das. Bei uns ist alles versammelt, was einmal gesessen hat. In Regierungen und Parlamenten. Die gesamte Intelligenz, die steht hinter uns. Aber das genügt nicht. Wir wollen die Mehrheit. Es ist ganz gleich, was Sie wählen. Ob Liste 1, 2 oder 3. Den meisten Spaß, den kriegen Sie bei der... Ich bedanke mich bei Ihnen. Die Sache ob der Welt. Gut für minger Weltreis hätt unser Katz minger Frau et ganze Gesicht verschengelet. Der Chef von der plastischen Gesichtschirurgie meint, also das kriegen wir wieder hin. Aber ich muss eine Hautverpflanzung vornehmen und dafür benötige ich ihre Gesäßhaut. Ich nicke und 14 Tage drauf sah ming Frau genauso schön aus wie früher. Wie ich der Maskenbildner bezahlt hat, meint der Mensch, da hast mir ja 3000 Mark zu viel gegeben. Sag, nee, das mit dem Geld geht in Ordnung. Das ist für das Vergnügen, dass ich immer zuhören darf, wenn mein Schwiegermo ob Besuch kütt, fällt minger Frau in der Hals und bützt dann mein Futt ab. Durch ein Quiz habe ich einen kostenlosen Weltreis gewonnen. Dabei war die Intellenzfrage ja nicht schwierig. Wie verdienen Beamte ihr Geld? Nee, nicht im Schlaf, wie Katzen. Schleichen am Dienst, legen die Pfoten auf den Tisch und warten auf die Mäuse. An dem Tag wurde auch gerade hier in Köln das Museum Ludwig eingeweiht. Mitten im Museum am Infostand saßen grob 80-jährige Opas, die täten doch jedem netten Mädchen erloren. Ob einmal meint ein 80-jährige für seinen Nebenmann schenkt. Weißt du noch damals, 14, 18 in Frankreich, die leckeren Mädchen da? Wegen der haben sie uns jeden Morgen hier in der Kaffee und mittags hier in das Essen getan. Sind die andere ja, Hubert, und heute wirkt es. Die Gesundheitsministerin meint, Sie schauen so betröppelt rein. Sie haben doch bestimmt was auf dem Herzen. Ich sage, das stimmt.
wenn ich mit aufgerichtetem Oberkörper nach Abwinkeln des rechten Ellenbogens und gleichzeitig im Herunterklappen des dazugehörigen Handtellers und dessen Drehung um 90 Grad nach rechts krampfhaft bemüht bin, festen Halt zu finden, dabei gleichzeitig mit dem gesamten Oberkörper in den Knien wippend langsam den Trend einer tendenziellen Abwärtsbewegung einnehme, unter gleichzeitigem Seitwärtsstellen des rechten Beines um 12 Grad und Drehung des gesamten Oberkörpers in die gleiche Richtung, unter Einbeziehung des Gesäßteiles und Nachschleifen des linken Beines, dabei krampfhaft bemüht, mit dem rechten Bein Bodenkontakt zu halten, in dieser Körperposition mich blitzartig seitwärts, wenn nach hinten kippen lasse, instinktiv den gesamten Organismus entspanne, dann habe ich hier immer so ping. Ja, Sie lachen so. Kennen Sie eigentlich den Unterschied zwischen den Türken und den Bayern? Ja. Nee, also die Türken sprechen ein verständliches Deutsch. In Italien angekommen, ich auf das nächste Schiff. Am dritten Abend wollte einer meine Sprachkenntnisse testen und frage ich, was heißt denn auf Thailändisch, meine Mütze liegt auf der Mauer? Ich sage Cap en Amour. Sieh, da probieren wir mal was anderes. Was heißt denn ungeliebter Parteigenosse auf Französisch? Ich sage La Fontaine. Nee, seht ihr, mit Ihnen hat es heute keinen Zweck. Hab ihn getestet. Ich sag, was heißt denn Freudenmädchenbrotaufstrich auf Italienisch? Wusste nicht. Ich sage Nutella. In Südkorea angekommen zur Zeit der Olympischen Spiele, wo auch gerade der Bundeskanzler Kohl angekommen und wollte ein Red für die deutschen Sportler und der deutschen Delegation halten. Also die Lück waren all angetrotten. Der Kohl holt sein Red aus der Tasche, lohnt auf der Text und sagt, oh. Ich sage, Helmut, das waren die Olympischen Ringe, der Text steht unten. Kaum wieder daheim in Köln, habe ich einen Theologentest mit einem katholischen und einem evangelischen Pastor gemacht. Ich zuerst bei der Katholisch, ich sage, Monsignore, ich habe die Nacht mit einem wunderhübschen jungen Mädchen verbracht. Seht ihr, mein Sohn, zur Buße 100 Mark in der Klingelbügel. Ich anschließend am Evangelischen, dasselbe gesagt, meint er, mein Sohn, zur Buße 500 Mark in der Klingelbügel. Ich sag, Donnerlitsch, ihr seid einfach teuer. Der Katholische wollte nur 100. Ja, seht ihr, der weiß ja auch nicht, wie schön sowas ist. Wenn ich lieber zuvor sie min Kneiperin, jetzt steht doch jetzt neben mir an der Theke, meine alle Freund, der Senkendeckelsheim. Senkendeckel. Also das ist der Bruder vom Lötschen Dötschstün. Aus zweiter Ehe. Gut, für Eisenheinjagd kannst du mir vielleicht mal erklären, wie effektiv städtische Beamte arbeiten? Sag, hey, da kann ich ja ausrechnen, pass uns auf. Das Jahr hat 365 Tage. Pro Tag brauchen guter deutsche Beamte 8 Stunden Schlaf, macht im Jahr minus 122, bleiben nur noch 243 Tage. Täglich hat er 7 Stunden Freizeit, macht im Jahr nochmal minus 106, bleiben noch 137 Tage. Davon muss man jetzt 11 gesetzliche Feiertage abziehen, bleiben noch 126. Da gehen aber jetzt noch 52 freie Sonntage runter, bleiben noch 74. Man muss aber noch 52 arbeitsfreie Samstage abziehen, bleiben noch 22. Er hat auch noch Anspruch auf 3 Wochen Urlaub, minus 21, bleibt nur noch ein Tag und dann ist ausgerechnet der 1. Mai. Wissen Sie eigentlich, warum im Kölner Rathaus vor den Bürotüren der höchsten leitenden städtischen Beamten Zebrastreifen auf dem Fußboden aufgemalt sind? Nee, damit die Kriecher nicht von den Radfahrern überrollt werden. Jetzt kaum in Bonn am Bundeshaus angekommen, beginnt mir dort die Bundestagspräsidentin Rita Süßmuth und sagt,
können Sie mir vielleicht einmal sagen, in welchem Alter die Frauen am knackigsten sind? Ich sage Rötzebill. Also die Frauen sind natürlich in deinem Alter am knackigsten. Sätze du Schmeichler. Warum das denn? Ich sage, dann knackt es hier und knackt da und knackt da. Und weil dann im Tag so furchtbar heiß war, ich abends in der Bonner Altstadt trinke ein Bier, in dem Moment geht die Tür auf, rennt der Bundesarbeits- und Sozialminister Blüm, geht an der Theke, bestellt sich eine 3-stöckige Cognac, trinkt der Ex, schüttelt sich und sagt, brrr, das zieht einem ja alles zusammen. Seht ihr, wird keine Reklamation, du warst also so klein, wie du rankommst. Um Heimweg zur Köln, ich fahre durch die ehemalige DDR, dem jetzigen Trabinesien. Sie wissen, was Trabi auf Chinesisch heißt? Nee, sau eng. Ich in Leipzig in der nächsten Kneipe renn, bestell mal Bier, der stellt mir das Bier auf den Tisch. Ich lore, sage, ey Freund, nicht mit mir. Das Bier ist ja nur halb voll. Seht ihr, gemacht, bloß keine Aufregung, das ist Aktienbier, das steigt noch. Ob der Kulturschock hin ich in meine Stammkneiperin, rät's an der Theke Stunden eine neue. Ob einmal fing der an, wetten wir um ein Kölsch, das ich mir ins linke Auge beißen kann? Ich denke, das geht nicht. Ich sage, top, die Wette gilt. Da holt der sein Glasauge raus und beißt drauf. Ich hatte verloren. Der hat das Kölsch leer, fing der schon wieder an. Wetten wir noch um ein Kölsch, dass ich mir auch ins rechte Auge beißen kann? Ich denke, jetzt hast du. 2 Glasauge, das ist unmöglich. Ich sage, top, die Wette gilt. Da holt er sein Gebisse raus. Ich anschließend die Mingewacherin, um Heimweg fährt doch für mir eine der kleinsten Viehtransporter der Welt, ein Streifenwagen. Ja, kennt ihr nicht, vorne 2 Bullen, hinten die arme Sau, die mit muss. Ihr haltet mich an, meint einer von den Beamten, ich habe Sie genau beobachtet. Sie haben eben einen brennenden Zigarettenstummel am Fenster hinausgeworfen. Ich werde Ihnen eine Anzeige machen. Wie heißen Sie? Ich sage, Wladislaus Skratowitsch Skroposchon Strowinski. Seht ihr, wie heißen Sie? Ich sage, Wladislaus Skratowitsch Skroposchon Strowinski. Seht ihr, na ja, für diesmal will ich normale auch zudrücken. In dem Moment schnuppert er und sagt, haben Sie Restalkohol? Ich sage, keine Bettelei, der ist ein Bütchen, kauft er selbst jetzt. Am anderen Morgen im Zug nach Bonn meint einer, können Sie mir vielleicht einmal den Unterschied erklären zwischen Forschung, Religion und Politik? Ich sage, liebe Junge, das ist doch so einfach. Passen Sie auf. Wenn 2 Männer in einem riesengroßen, stockdüsteren Saal, ohne Licht, eine schwarze Katze söken, das ist Forschung. Da wenn 2 Männer in einem riesengroßen, stockdüsteren Saal, ohne Licht, eine schwarze Katze, die ja nicht da ist, das ist Religion. Da seht ihr was Politik? Ich sage, Politik ist, wenn 2 Männer in einem riesengroßen, stockdüsteren Saal, ohne Licht, eine schwarze Katze, die ja nicht da ist und einer brüllt, ich Hanse. Dann erfüllte ich mir einen Jugendtraum, ich schiffte gegen Amerika. Mit dem Schiff. Beim Zwischenaufenthalt in Amerika Big Action. Zu der Zeit wurde gerade die Themsen Lisbeth auf Staatsbesuch. Queen of England, not Queen of Table Waters. Und just an diesem denkwürdigen Tag hat doch die englische Queen gemeinsam mit dem amerikanischen Präsidenten Clinton auf einer Petskutsch an der Parade auf der Fifth Avenue teilgenommen. Also die Petskutsch mit den 2 setzt sich in Bewegung, mitten auf der Fifth Avenue. Auf einmal entsperrt das Pferd seinen Windkanal. Jung, der amerikanische Präsident kräht zu eine Rude Kopf, lud die Queen an und sagt, sorry, Madam. Es ist mir ungeheuer peinlich, dass das passiert ist.
fängt die Queen an zu lachen und sagt, oh Billy. Und ich hatte schon gedacht, es wäre das Pferd gewesen. Beim Festbankett durfte ich neben dem Guido Westerwelle sitzen. Auf einmal schnappt er sich einen Löffel und flüstert mir zu, ein schönes Souvenir. Zack, hatte der Löffel in seiner Tasche. Ich denke, was der kann, kannst du auch. Schnappe mir einen Löffel, zack, haue damit unglücklicherweise hier in mein Winglas, kling! Mit einem Schlag Totenstille, alles lort ob der Löffel und mich. Ich denke, was mähst du jetzt? Ich sage, Ladies and Gentlemen, zu Ehren der englischen Königin werde ich Ihnen etwas Außergewöhnliches zeigen. Ich stecke jetzt diesen Löffel in meine Jackentasche. Jetzt hole ich den beim Westerwelle wieder raus. Jetzt kaum in Berlin angekommen, ich in das Reformhaus Schröder. Das ist das Kanzleramt. Die Tür geht auf, der Kanzler kühlt raus so eine Rudekopf und sagt, da haben mir doch tatsächlich die Journalisten ein funkelnagelneues Auto ohne Motor geschenkt. Warum? Sag, weil es nur überall bergab geht. Ja, seht aber angenommen, irgendwann geht es mal wieder bergauf. Sag, da bist du nicht mehr am Steuer. Haben Sie schon gehört, dem Stoiber haben sie angeboten, Papst zu werden. Hat er abgelehnt. Ist ja auch klar, ne? Der Stoiber und dann nur auf einem Stellvertreterposten. An dem Tag kam gerade der Außenminister Fischer von der China-Reise zurück. Kütti die Engwe-Runde, hat einen wunderschönen jungen Pekinesenhund auf dem Arm, zeigt auf das Tier und sagt, den habe ich für die Gesundheitsministerin Ulla Schmidt bekommen. Ich sage, Yoshi, ein super Tausch. In der Kneipe von der ständigen Vertretung saßen die Teilnehmer vom Bundesärztekongress. Als sie ihn hoch hatten, täten die sich so peu à peu voneinander verabschieden. Der Augenarzt sagt, auf Wiedersehen. Der Ohrenarzt, man hört voneinander. Der Tierarzt, ich mache die Fliege. Der Orthopäde, Hals- und Beinbruch. Der Urologe, ich verpiss mich. Und zum Schluss der Gynäkologe, bis die Tage, ich schau mal wieder rein. Die Flügscher, lass ich von mir sagen, dort alles im Leben mit viel Humor ertragen. Manche Abend hier zusammen noch viel Freude, denn das Leben dort leider keine Ewigkeit. Allah! Hallo Leute! Hey, mal langsam. Was denn? Langsam. Wir haben abgemacht, wenn wir heute hier reinkommen, ja? Ja. Dann schreit man nicht in den Saal, hallo Leute. Nein? Nein. Zu Beginn einer Veranstaltung, wenn man die Bühne betritt, ja, begrüßt man erst einmal die Gäste. Ah ja. Sag mal, du bist doch nicht ganz normal. Wieso denn? Ich habe da hinten jetzt in der Garderobe eine Stunde auf dich gewartet und jetzt machst du so einen Blödsinn. Und ich möchte gerne wissen, wo du warst. Ich war ein Arzt. Um diese Uhrzeit gehst du zum Arzt. Ja, ich habe mich impfen lassen. Impfen? Ja, gegen Pocken, Typhus und Malaria. Ach, und wo fährst du hin? Kann ich nicht sagen. Und warum kannst du das nicht sagen? Sonst sagen die Leute wieder, ich hätte was gegen Düsseldorf. Jetzt, sag mal, können wir uns nicht über etwas unterhalten, wo wir beide Ahnung von haben? Über Vögel? Zum Beispiel über Vögel. Kennt sich aus. Mit Vögeln kenne ich mich aus. Ich weiß zum Beispiel, dass alles, was Federn trägt, auch Eier legt. Da ist eine ganze Legebatterie. Halt es an jetzt! Keine Legebatterie. Hör auf! Die legen doch keine Eier. Wieso denn? Der drückt doch schon. Nein, der drückt nicht. Hör auf! Das ist doch der Elferrat. Die sehen ja fast alle gleich aus. Welchen Kursus hat die belegt? Klonen für Anfänger? Halt es an! Ist das denn gut jetzt? Klonen für Anfänger. Wo kommt denn der her? Toilette?
Er war nicht auf der Toilette. Doch, der hat ganz nasse Schuhe. Ja, halt doch, Mensch. Jetzt hörst du auf. Er kommt gerade eben hier rein, du. Ich hab dir's gesagt, denk mir an den Präsidenten, der wird langsam sauer. Wenn du das wieder gut machen willst, was du hier versemmelst, ja, dann musst du dir was einfallen lassen. Soll ich ihn einladen? Du willst ihn einladen? Ja, zu meinem Geburtstag. Ja, wenn er kommt. Kommst du? Ja? Okay, dann denk dran, die Klingel ist links unten in Kniehöhe angebracht. Gut. Warum denn links unten in Kniehöhe? Ich hoffe nicht, er kommt mit leeren Händen. Da lacht er doch so dreckig. Wer lacht noch? Der da drüben. Ja, dann lass ihn lachen. Hauptschüler. Halt den Schnabel jetzt. Was sagst du? Du, pass mal auf, ich bin auch Hauptschüler. Ja, das sieht man. Aber ich habe auf meiner Hauptschule mehr gelernt als du auf deiner dämlichen Uni. Bist du sicher? Ja, jetzt pass mal auf. Ich habe nicht gelernt, ja, dass in Kürbisbrot Kürbiskerne drin sind, ja, und in, wie heißt das andere Brot noch? Siehst du, hast keine Ahnung. Sonnenblumenbrot, Sonnenblumenkerne. Mein Gott. Was ist denn? Ich habe gestern türkisches Fladenbrot gegessen. Ich hab's gesagt, wir haben Damen hier, sei heute ein bisschen... Du hast von Frauen überhaupt keine Ahnung, wie sensibel die sind. Aber du, ja? Ich habe Ahnung von Frauen. Der auch? Oder kann der nur lachen, der Hauptschüler? Natürlich hat der Ahnung. Dann sage uns den Unterschied zwischen einer Damenunterhose von 1950 und einer von heute. Was ist denn da der Unterschied? Mit einer Damenunterhose von 1950 konntest du das ganze Fahrrad putzen. Und mit der heutigen nur noch den Ständer. Ach, ist das denn jetzt, Gott? Jetzt hörst du aber langsam auf, du. Jetzt habe ich jetzt genug. Wenn ich das gewusst hätte, was ich hier erwarte, mein lieber Freund, dann wäre ich zu Hause geblieben, hätte Golf gespielt, ja? Scheiße, ich spiele Golf. Ja, ich spiele Golf. Besser als im letzten Jahr? Ich weiß nicht, ob ihr Golfspieler sind, ja? Aber wenn ich das denen jetzt sage, wie ich spiele, da werden die blass vor Neid. Echt? Ja. Wenn ich nämlich heute abschlage mit meinem Ball, dann treffe ich genau bis zum Petting Green. Was ist denn das? Das ist das Kurzgeschorene vor dem Loch. Ist das ein altes Schwein, du? Das nennt man so. Das weiß jeder Golfer, das ist das kurzgeschorene Gras vor dem Loch, damit man besser einpatten kann. Und das heißt jetzt Golf. Das ist schon immer Golf. Mensch, du hast von Tuten und Blasen überhaupt keine Ahnung, weißt du? Aber überall hast du eine riesengroße Klappe, ja? Über alles muss er rumlästern, überall schwätzt er mit. Jetzt habe ich aber langsam genug. Ja, hör zu. Du brauchst jetzt gar nicht so mit den Damen zu flirten. Und wieso nicht? So wirst du ihr Herz nie erobern. Ist mir scheißegal, der Rest würde mir genügen. Halt, ist genug. Ja, es ist. Erklär uns doch einmal, was ist ein Steinbutt? Das ist ein extrem flacher Fisch. Jetzt bin ich aber auch platt, du. Wieso denn? Das stimmt. Ja, ich sag's ja, ich gehe auf die Uni. Ja gut, aber jetzt möchte ich gerne von dir wissen, warum dieser Steinbutt so extrem flach ist. Weil er Sex hatte mit einem Wal. Das ist auch eine saublöde Antwort, weißt du das? Ja, und die Frage war doch genauso doof, oder? Er hätte ja auch fragen können, wieso hat der Frosch so große Augen, stimmt's? Also gut, warum hat der Frosch so große Augen? Weil er zugesehen hat. Sag jetzt schön gute Nacht. Ich sage Tschüss, gute Nacht, wünsche euch noch viel Spaß. Der schöne Aki, das sind ich, das könnt ihr alle genau sehen. Und, tja, was soll ich dazu sagen? Hat dir heute schon einer gesagt, dass du gut aussiehst? Nein, dann hatte ich auch noch keiner angelogen. Jetzt ist genug, jetzt sagst du Tschüss. Okay, Tschüss. Tschüss zusammen, Dankeschön.